Alle Jahre wieder stehen uns mit dem kommenden Winter nasskalte Monate bevor. Für Autofahrer stellt sich die Frage, welcher Reifen den Herausforderungen von Schnee, Nässe und Glätte dieses Jahr am besten gewachsen ist. Der ADAC hat 16 aktuelle Modelle für Kleinwagen und 17 für die immer beliebter werdenden Kompakt-SUV auf Herz und Nieren überprüft. Erfreulich ist das Ergebnis bei den SUV. Nur ein Modell bekam das ADAC-Urteil ausreichend. 12 Modelle sind jedoch mit leichten Einschränkungen empfehlenswert und 4 sogar besonders empfehlenswert. Mit der ausgewogensten Performance und einem durchweg guten Ergebnis glänzen der Continental Winter Contact TS870, der Dunlop Wintersport 5, der Goodyear Ultra Grip Performance Plus und der Michelin Alpine 6. Es macht Sinn, sich die ADAC-Testergebnisse immer auch im Detail anzuschauen. Wer zum Beispiel in einer wenig schneereichen Region lebt, kann die Werte im Fahrverhalten auf Schnee also eher vernachlässigen und den Fokus auf andere Eigenschaften legen. Das gilt genauso für Wenigfahrer oder Fahrer, die im Winter sehr viele Kilometer abreißen. Wenn wir bei den sehr empfehlenswerten Reifen nochmal ins Detail schauen, dann können sich beispielsweise bei den SUV-Reifen der Michelin und der Dunlop-Reifen für Vielfahrer eignen. Die überzeugen mit besonders geringem Verschleiß. Das heißt, man hat eine hohe Laufleistung, kann den Reifen lang nutzen und belastet die Umwelt wenig. Wenn man in den Kleinwagenbereich schaut, würde sich für Vielfahrer ebenfalls der Michelin-Reifen eignen. Auch bei den Kleinwagen beweisen 4 Reifen ihr Allround-Talent und werden in der Summe mit gut bewertet. Der Continental Winter Contact TS870, der Goodyear Ultra Grip 9 Plus, der Semperit Speed Grip 5 und der Michelin Alpine 6 sind uneingeschränkt empfehlenswert. Bei 5 Reifen im Testfeld müssen die Tester jedoch vom Kauf abraten. So gab es aufgrund von Performance-Defiziten 4-mal das ADAC-Urteil ausreichend. 2 Reifen mussten sogar auf mangelhaft abgewertet werden. Wenn wir uns jetzt die beiden mangelhaften Reifen aus der Kleinwagenklasse anschauen, es handelt sich um Billigreifen der Marke Imperial und Wanli, und hier gezielt mal die Nässe-Eigenschaften beleuchten, dann sehen wir, dass diese beiden Reifen einen extrem langen Bremsweg auf nasser Fahrbahn haben. Zum Vergleich, der Bridgestone-Reifen hatte den kürzesten Bremsweg bei nasser Fahrbahn, der steht aus 80 km/h bereits bei 0, während die Imperial und die Wanli-Reifen mit knapp 40 km/h in das Hindernis fahren. Wäre das Hindernis jetzt ein Fußgänger, müsste man mit schweren bis tödlichen Verletzungen rechnen. Erschreckende Unterschiede also. Aber auch der beste Reifen bringt nichts, wenn er abgefahren ist, also nur über eine geringe Profilgröße verfügt. In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, bei Winterreifen muss man unbedingt darauf achten, dass man das Schneeflockensymbol auf der Seitenwand hat, denn nur dann darf man damit bei Schnee oder widrigen Bedingungen auch unterwegs sein. Und wichtig auch, wenn man auf die Profiltiefe schaut. Wenn die Profiltiefe 4 mm unterschreitet, das entspricht eigentlich dem Rand einer 2-Euro-Münze, wenn diese Mindestprofiltiefe unterschritten wird, empfehlen wir den Tausch der Reifen, weil Winterreifen mit weniger als 4 mm Restprofiltiefe Performance-Einbußen bei Schnee haben und insbesondere auch bei Schneematsch und Aquaplaning nicht mehr die Sicherheitsreserven bieten, die ein solcher Winterreifen bieten sollte. Wichtigste Frage für viele dieses Jahr. Werden die Reifen teurer? Laut Bundesverband für Reifenhandel sind aktuell Preissteigerungen zu erwarten bei den Winterreifen. Das liegt daran, aufgrund des Rohstoffmangels, des temporären und der steigenden Energiepreise. Unsere Empfehlung ist aber eindeutig, nicht aufgrund der etwas teureren Reifen auf ein Billigmodell umzuschwenken und dann die Sicherheitseinbußen in Kauf zu nehmen, sondern wirklich im Sinne der Verkehrssicherheit und im Sinne der eigenen Sicherheit gute und sichere Reifen zu kaufen.